Herzlich willkommen bei meiner Sendung den Europa Live-Ticker am Christoph Hansen. Die hat bestimmt all schon viele Gedanken gemacht, wie soll es nächstes Jahr weitergehen, wenn der Brexit, wenn den Datum, der ja für Ende März angesagt ist, wenn du die Deadline könnt, wie geht dann als Relation mit dem Vereinigten Königreich weiter? Lützeburg werden viele Sektoren betroffen sind. Das betrifft den Bankensektor, das betrifft den Assurancesektor. Aber es werden noch ganz viele Leute direkt davon betroffen sind, dass sie Leute Engländer, die zu Lützeburg wohnen, Lützeburger, die an England wohnen. Und dann haben wir auch das größte Problem von der Grenze zwischen Nordirland und Irland. Wird da eine Festgrenze gehen, wird da eine flexible Grenze gehen? Das muss Sachen, die alle müssen geklärt gehen. Für Lützeburg als war ein von den Hauptsektoren, die betroffen werden sind, als den Assurancesektor. Und da sind ich auch heute ganz froh, dass ich den Direktor von der Lützeburger Föderation von den Assuranzen, der ACA, bei mir am Studio, und das ist den Marc Hengen. Marc Hengen, merci für die Disponibilität für diesen Interview. Merci. Und ich wollte dich begrüßen und merci so und auch kurz fragen, was bedeutet für euch dann eigentlich die Relation mit dem Vereinigten Königreich? Was sind die Interaktionen, die der Lützeburger Assurancesektor mit dem vom Vereinigten Königreich hat, und auch die einzelnen Klienten, die auf den zwei Seiten sind? Guten Morgen und vielmals merci für die Invitation. Vielleicht für pur Wort die Explikation und die Introduktion zu sagen über die Relation zwischen England und dem Vereinigten Königreich an Europa oder Lützeburg, was die Assuranzen angeht. Es ist so, dass eine von den Grundlibertäten an Europa ist die auf Französisch Libre Prestation de Service, die am Anfang heißt, dass eine Firma, in diesem Fall dann eine Assurancenfirma, dass die kann hier Produkte, in diesem Fall dann Assurancekontrakte, auch an andere Länder anbieten und Klienten, die an andere Länder sind. Lützeburg ist dort ziemlich spezialisiert dran am Lebensbereich, von Lebensversicherungen, am Mitte sind 20 Jahre, wo das dann europaweit funktioniert. Das Vereinigte Königreich möchte das auch. Wenn ich darf so den Leuten aus, den das ganz auf internationales Geschäft ausgerichtet, nicht nur die, es sind eine ganze Reihe anderer auch, die dann aus dem Vereinigten Königreich raus Klienten servieren, die an Europa, wie sie so im Festland installiert sind. Das heißt, Lützeburg an Vereinigten Königreich schon am Assurancebereich durch die internationale Auslegung einen gemeinsamen Nenner. Dann ist es doch so, dass als großer Finanzplatz natürlich auch hauptsächlich London ein großer Allié ist für Lützeburg als Finanzplatz. Für das der Brexit, was wird den dann für die Assuranzen schlussendlich bedeuten, mit das heißt, mal so am Stand, wo wir heute sind, dass das Prinzip von der Libre Prestation Service, die wird nicht mehr können funktionieren, weder aus dem Vereinigten Königreich an Europa, am Rest Europa, weder von Lützeburg an Vereinigten Königreich. Im Moment aus den Flü von Primen, die aus dem UK op Lützeburg kommen am Lebensbereich um ungefähr 1 Milliarde Euro pro Jahr. Die Relation wird müssen anders organisiert gehen, die wird nicht mehr können gehen, wenn man nicht mehr die Libre Prestation de Service haben. Aber wir werden die nicht mehr haben, dadurch, dass, so wie es ausgesagt, die UK nicht mehr wird zu Europa gehören. Dasselbe gilt auch für die englischen Firmen, die zu London haben und die das von London aus an Europa machen, die werden das auch nicht mehr können machen. Das den einen wolle den Problem durchstellt, den zweiten wolle den zu reglieren, als das mal was geschieht mit den Klienten, die haut bei einer Lützeburger Gesellschaft, schon, dass sie an England oder an Schottland wohnen. Zum Beispiel, was geschieht mit dem Kontrakt? Ist den dann noch nicht mehr gültig oder ist den nicht mehr gültig? Die Autorität de Surveillance hat sich natürlich durch den Kap drüber zerbracht an die Industrie sicherlich auch, weil es ja nicht kann sein, dass die Klienten da etwas passieren kann. Da gibt es eine Lesung Gesicht, die aber überhaupt noch nicht auf der B steht. Und die Lesung geht erst für zu sagen, den Firmen Brexit, von denen dann effektiv geht, bleiben die Kontrakte wohlverstanden valabel für die jeweiligen Klienten an den jeweiligen Ländern. Mit Assurancegesellschaften müssen aber auch Dispositionen holen
an verschiedene sind invitéiert oder rekommandiert, dass sie sich dann an dem Land niederlose, wo Klient sind. Dat ist für Lützeburger Gesellschaft, dass sie dann eng Repräsentation eng Succursal oder eng an dem UK gif opmachen. Dat wie natürlich mat immense Kachten verbunden, wenn die Lomist eng Succursal opmache méi wenn ich richtig verstehen as so wenn ech lo Klient sinn den am Royaume-Uni en Kontrakt mat eng Assurancegesellschaft hunn, dann miss den eigentlich könne beigehalt gin am moment as war net ganz klar wie die zukünftig Relation man Vereinigte Königreich ass gesit dir do Probleme fir dat ich die kontraktuell Sicherheit awer behalen kann. Also ich gesinn net de Problem, dat die Wert besto bleiwen die kontraktuell Sicherheit. Ich gesinn wo net schwer so feis geschrieben, wie dat Tenno soll sinn. Dat hängt sicherlich davon auf, wie die Verhandlungen lo werden ausgoen. Ich weiß aber dat d'Autoritäten op der Ränger an op der anderen Seite vom Ärmelkanal werden dafür sorgen, dass die Validität nicht kontestiert gehen. Das schon mal beruhigend für die Klienten, die Relationen da hun. Werden wir auch Matze strohen, dass verschiedene Großkompanien, wie der Lo gesot huet, werden sich auch dann gucken, für die sich dann einerwärts an der Europäischen Union niederzulassen. Lützeburg als du wahrscheinlich einen ganz guten Standpunkt. Könnt ihr aber eine Estimation geben, wie viel der großer Assurancenfirmen sich werden zu Lützeburg niederlassen, aber da doch ein Punkt Entwicklung Arbeitsmarkt mat Arbeitsplätze bedeutet. Ja, also da so, dass der Brexit verschieden dann hauptsächlich zu London basiert Kompanien dazu gelegt wird, wie zu sagen, ja, wir wollen uns Klient weiter an Europa servieren, auch für Neukontrakten. Das sucht dat geht. Wir wollen das Geschäft beibehalten, das haben wir von London aus gemerkt, dass wir dann in Zukunft nicht gehen, weil der libre Prestationsservice-System nicht mehr funktioniert, weil dann eben die UK nicht mehr an der EU ist. Und die haben sich ganz schnell nach dem Referendum umgeguckt, wo sie dann hier das Geschäft könnten in den besten Konditionen weitermachen. Viel Hunde natürlich verschiedene Optionen geguckt, an 10 Hunde bis heute annonciert, sie giffen dann an Zukunft der europäische Geschäft aus von Lützeburg aus organisieren. Dat sind die 10 Gesellschaften sind nicht Lebensgesellschaften, natürlich Gesellschaften, die hauptsächlich Haftpflicht, Feier, Stürmen, so Versicherungen Werte weiter anbieten. Mehr aber dann mit ihrem Head Office zu Lützeburg anstatt zu London. Die Kompanien, die sind am Moment am Gange, den Agreement zu kreieren, vom Kommissariat aux Assurances, das sind meistens neue Strukturen, die gegründet gehen. Die werden aufhängen mit den Fonction Clé, wie das an unserem Jargon heißt. Das heißt, die Hauptresponsabilitäten, wie das Geschäft von den Assuranzen gefordert wird. Das sind relativ kleine Strukturen am Anfang, die aber alle gut destiniert sind, Mengen Informationen noch relativ schnell zu wissen. Ich kann noch keine genaue Chiffre sagen, ich gehe aber persönlich davon aus, dass wir zwischen 100 und 150 Plätze werden kreieren, rein am Assurancesektor dadurch. Und das kurzfristig sind zwischen Lo und nächstes Jahr. Ja, Schule nun, dass effektiv den Kommissariat aux Assurances wird die Autorisationen relativ schnell rausgehen und dass die Societäten stand war ab Januar wahrscheinlich 2019 können zu Lützeburg niederlassen. So ist es. Das ist auch so, die Autorisationen, das ist ein relativ komplexen Auflauf, weil da viele Informationen gefordert gehen, an die auch nicht gefordert wird, Leute Hosen zu machen, die gefordert für die Klienten zu schützen. Und da sind, wie ich gesagt habe, die Arbeiten relativ frei umgegangen, sodass die Kompanien, die dann annonciert tun, ziemlich alle gut schon ein Agreement haben. Und spätestens meine Informationen noch Anfangs 2019, da werden die bestehenden Kontrakte auf Lützeburg balancieren, wie das heißt, oder transferieren, und dann operativ gehen von Lützeburg aus. Dat wir dann definitiv eine gute Nouvelle für den Lützeburger Assurancesektor, dass so Großbetriebe auch auf Lützeburg kommen. Ich meine, das auch das, was wir wollen, was wir brauchen zu Lützeburg für als Finanzplatz auszubauen. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Probleme, die wir heute nicht mehr können diskutieren. Aus Zeitgründen, ich denke, du an den Datenschutz, du sind
bei den Assurances so ganz viel Donné personellen all zu Lützeburg konfrontiert, dat man muss immer oppassen, dat man kein Koordinate vun de Leiit speicheren, dat man keine oder ob man wisse wie man se speichere, weil ganz viel Leiit net wissen an du musst dat ze ganz sensibel Donné dummer muss man dann och wahrscheinlich gucke, wie dat an dem ganzen Verhandlungen zum Brexit lo ausspielen. Ech gifte mag hängen Merci so fir Disponibilitéit fir haut eich ze informéieren, wat den Brexit och fir den Assurancesektor zu Lützeburg bedeit. Merci an eich lief Merci fir Nolauusren an schaffen bis nächste Woche beim Europa Live-Ticker am Christoph Hansen.